Das man da die Wiesbaden ja nicht nur an deutscher Rallye-Meister, sondern auch die Drucker-Cup-Liga 2009. Eine wirklich sehr gute Saison, da hast du noch Erfahrung in der Weltmeisterschaft gesammelt. Also optimale Voraussetzungen im nächsten Jahr, sich wirklich auf der internationalen Ebene mal richtig zu orientieren. Wobei man meiner Meinung nach im ersten Jahr noch nicht erwarten darf, dass man ganz vorne dabei ist. Wäre optimal, wenn sie jetzt 2 Saisons bekämen, um dann in der zweiten Saison vielleicht ganz nach vorne fahren zu können. So. Hermann Gastner trägt auch voll mit ihr Helge, denn also ein bisschen Schwierigkeiten an die Anlage. Trotzdem Hermann 2, 3 Worte. Die Leute, ich denke, es macht Spaß. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Meisterschaft. Das denke ich mal eine tolle Saison. Und wir drücken ja alle die Daumen euch beiden natürlich, dass wir nächstes Jahr ein bisschen was das Gastner Motorsport auch damit Geld verdienen muss. Also sind Sponsoren gefragt, das war nicht so sinnvoll in einem Deutsch. Ja, aber schon ein bisschen Action gesehen. Eher Ausfälle, auch anders zum Beispiel. Mark Getzel hatte zwischendurch mal. Bei mir ist jetzt mal, wenn du wieder drauf gehst. Diese Zeit nochmal wieder würde ergeben. So kommt immer näher ran. Aber ich habe gehört, wir sind jetzt los, und das hat noch eine Runde. Aber wir sind letzte Runde ist Velodrom. Bist du denn verrückt? Weißt du doch nicht. Hallo. Oh. Danke auch. Jetzt unbedingt drauf, ne? Komm, ich seh's doch schon. Komm, jetzt hab dich doch nicht so. Sehr teuer. Warum nicht quasi einen normalen Kurs nehmen und daraus den 3 machen? Das ist vom Gruppe A-Reglement zulässig. Danach die und die tolle Karosse ist spektakulärer aus. Dann macht die jetzt mit dem einen Durchkommen. Also das ist quasi nur Stück für Stück entwickelt, wobei nicht einen größeren Plan zufolge gemacht wird. Bis zum Saisonbeginn waren die Mitmeister noch im letzten Jahr regelmäßig Mensch. Außerhalb der Top 10 ich mal mittlerweile gelernt, wie so ein anderer Turbo funktioniert. Und sie fährt alles andere als Damen nach Start. Und immer gespannt, ob sie sich wieder zurückkämpfen kann auf Platz 10. So, mit der 6 ist hier gerade aus dem Theodor rausfahren. Das sind unsere Freunde aus den Niederlanden, Paul Allers und Gerd Groth. Circa 2000er Modell, 500 PS haben, aber eben CNC-Technik, die ungefähr 10 Jahre alt sind. Und Paul Allers hat sich jetzt kontinuierlich gesteigert. Danach da, jetzt ist der auf Platz 7 und hatte im letzten Lauf dann eine 4. Zeit. Er ist mit diesem Auto noch nicht gefahren und da war noch ein höherer Kliniker unterwegs, ein 185er, also ein Auto, das schon etwa 15 Jahre alt ist.
Jetzt hat er die Gegenflug entzündet, jetzt ist das Auto nur noch 10 Jahre alt und man muss sich natürlich da auch an den Der Volkswagen hat sich gesteigert im Laufe des Jahres. Letztes Jahr hat er noch oft Kupfer gehabt mit dem großen BMW, hat so 100% gefallen ist und dass er auf die Jahre Wetter gab es die letzten Jahre eher die BMWs und getriebenen Kadetten wahrscheinlich weil die Fahrer hätten schon das Beste versucht, aber wenn einfach mal auf die Straße nach vorne geht, dann ist es nicht nach rechts, also kommen einfach alles gleich. Die 52 Matthias Weber und Wolfgang Keller mit der Mitsubishi Lancer Evo 9. Und diese Welle, die wir da angesprochen haben, der Kurve, die wird langsam zur Schwanz, wenn man da richtig mit Kraft ist, mit am Gas hängend rumfährt. Und richtig nach Hause, also der Matthias Weber ist richtig ausgerufen worden. Mal auf 8. Der Wiesner ist die gleiche Stelle, aber er bleibt, ja, er ist vorsichtig an dieser Welle da. Ist nicht ganz innen gefahren, dann ist es offensichtlich nicht so weit. Nimmt man die unter Gas ganz eng, dann wird man einen Sprung kategorisiert. Hatte uns in der Pause gerade ein sehr interessantes Gespräch mit der Wiesner, nochmal für technisches Fahrzeug, was alles machbar war, welche Wege und Irrwege er auch festgestellt hat, ich kann jedem da nochmal sagen, bevor er sich, wenn man selbst aufbaut mit Anlauf, hätte er ungefähr 50.000 Euro in die Hand nehmen und ein fertiges Auto aufgebaut. Wenn man sowas hinbekommt, dann schätzt er ungefähr bei 25.000 Euro, so als Größenordnung, um ein fertiges, einsatzfähiges, auch siegfähiges Auto in seinem 33 PS-Kampf in der Garage stehen zu haben. Gutes Schiffbahn und Michael Seinecker ist gerade in einem spektakulären Süd in die Tiefkurve abgebogen. Die Schiffbahn auch in der Gesamtwertung. Die Reihenfolge 19, 11, 13, das erste Mal in Deutschland. Und das ist ganz interessant, die sind auch jetzt in diesem Lauf, in dieser Reihenfolge durchgekommen. Schiffbahn, der bisherige 9, 32, Mitmeister, 35 und die Gesona, der 37, die 3 schnell steigern. Mitmeister ist 5 Sekunden langsamer geworden, er hat eine Zeit, die jetzt insgesamt vorhin. Und die Gesona hat sich um 5 Sekunden gesteigert. Das ist sehr interessant, dass man durch die Frage der Wiesner hier im seriennahen BMW, gefolgt von Nürnberg in dem Gruppe H, ganz dicht aufeinander. Mal gucken, wie sich das jetzt ausgeht, ob der Wiesner sich absetzen kann oder ob er ihn passieren lassen muss. Wie gesagt, der Gruppe H-Wagen natürlich weitaus potenter von der Passagierform her, also vom Motor auf jeden Fall, auch von den anderen Möglichkeiten auch leichter. Aber sehr viel dieser Fähigkeiten, vielleicht kann er dagegen halten, auf der langen Gerade ist natürlich wenig zu machen. Mal sehen, wenn sie jetzt gleich wiederkommen, ob der Wiesner immer noch vorne ist. Ja, und auf das